wunderschönen guten Morgen. Hier sind wir wieder, Tag Nummer 5. Ich möchte euch Danke sagen fürs Dabeibleiben. Es sind Tausende von Menschen, wo dann irgendwann im Laufe vom Tag das Mitzuhören, Mitbeten, auch eine Sequenz oder die ganze Zeit, wie auch immer. Heute geht es um das Gebet für Ressourcen. Ich möchte ein bisschen eigentlich bei den Finanzen bleiben, weil man sagt, im Leben gibt es so die zwei größten Herausforderungen, sind ganz konkret schon mal meinen Computer abstellen, sorry, sind in einer Beziehung, sagt man, sind Finanzen und auch Sexualität. Darum ist es ein Thema, wo groß ist. Und Susanne hat ganz am Anfang ein paar Fragen rausgenommen aus dem Buch. Das sind eigentlich alles Themen aus dem Buch. Ich halte es mal hin und Susanne, du kannst das vielleicht dann ganz kurz vorlesen. Ich hoffe, man sieht das gut so. Genau, die Frage ist, wo stehst du finanziell? Hast du in deinen Gedanken, ich habe nie genug? Hast du in deinen Gedanken, Geld ist schwer zu bekommen? Oder bist du auf dem Weg und sagst, ich lerne besser mit meinem Geld umzugehen? Oder stehst du an dem Ort, wo du sagst, ich schaffe Möglichkeit für Fülle? Das sind diese Fragen. Und wo stehst du? Was spricht dich an? Mit welcher dieser 4 Aussagen würdest du dich am ehesten identifizieren? Weil heute wollen wir für Finanzen beten und es gibt ein paar Prinzipien, die wir anwenden können, wo wir genau zu diesem Schritt kommen, dass wir Möglichkeiten schaffen für Fülle. Und das Schöne ist, dass wir wissen, ja, Gott ist unser Versorger. Wenn wir die Bibel lesen von Anfang bis am Ende, Gott hat immer geschaut, Gott hat immer Möglichkeiten, die wir nicht haben. Er kann überbitten und Verstehen geben und doch gibt es ein Prinzip, weil es gibt fast kein Thema, wo so viel erwähnt wird als Geben und Finanzen und das hat einen Grund, weil Finanzen sind neutral, aber mein Herz kann sich daran klammern oder festhalten und dann plötzlich wird es zu einem Thema. Und ich beginne mit dem Gebet und kannst gerne einklicken, dass wir einfach mal Gott Danke sagen, weil ihm gehört alles. Das muss ich mir immer wieder sagen im Bux oder besser gesagt im Werdenberg, im Werdenberg-Städtchen besser gesagt, gibt es ein Haus und ich habe das schon gebracht beim Story of Christmas. Da heißt, dieses Haus gehört mir und doch nicht mir. Wenn ich gehe, kommt ein anderer hinein, sagt, lieber Freund, wem gehört denn dieses Haus? Wir antworten, das Haus ist immer nur ausgelehnt oder geborgt. Am Ende vom Tag, wenn wir sterben, man überträgt es den Erben weiter. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, dem, der alles gehört, ist Gott. Ihm gehört das Land, ihm gehört auch unser Leben. Er kann so machen, er kann so machen. Und darum möchte ich mit dir zusammen ganz am Anfang einfach Gott Danke sagen, dass er der Geber ist von allen guten Gaben. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der Elohim, Gott, der Schöpfer bist, Adonai, dem der alle Ehre gehört. Alleine du hast verschiedene Namen, um zu sagen, ich bin der Heiler, ich habe Frieden, ich kann Durchbruch bewirken, ich bin der Schöpfer, ich bin deine Zufluchtsort, ich bin deine Gerechtigkeit, ich bin dein Siegesbanner. Und ganz am Anfang von dem heutigen Tag danken wir dir einfach, dass alles, was ich habe an Talente, an Ideen, an Fähigkeiten, an Ressourcen, an Finanzen, und nicht der Gedanke, ich habe zu wenig oder ich müsste noch mehr, das haben wir immer, aber mal das, was ich habe. Und Paulus sagte, sei es, ob ich wenig oder viel habe, er sagte, in allen Facetten, Gott ist mein Versorger. Und ich liebe diesen Vision, diese Einstellung, diese Sicht zu sagen, ja, es gibt Phasen und es gibt auch Unterschiedlichkeiten, wo man wohnt, aber nichtsdestotrotz in allem bist du mein wunderbarer Versorger. Wir sagen Amen. Wir starten heute ganz tief hinein, weil wir gehen so ein bisschen klassische Sachen durch, aber immer mit ein paar Fragen, weil ich weiß, bei den Finanzen hat man immer Luft nach oben, das sage ich. Auch wenn du großzügig spendest und alle diese Dinge machst, denk nicht einfach, ja, ich mache das schon, sondern ich sage, man kann immer wieder neue Dinge entdecken. Also es gibt eine Story und ich habe diesen Dienstag bei unserem Staff und Volunteers auch gebracht, das steht in 2. König Kapitel 4, Vers 6 in der Hoffnung für alle Bibel. Da war eine Hungersnot und Elia kam und da war eine Witwe und hat gefragt, wie viele Krüge hast du? Und jetzt achte mal in diesem Text. Bald waren alle Gefäße voll und als die Mutter rief, gib mir noch einen neuen Krug, einen anderen Krug, antwortete einer ihrer Söhne, wir haben keine leeren Krüge mehr. Und jetzt kommt ein Wort, von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr. Also die Frage ist ganz, ganz konkret, was hält man Gott hin? In dem Moment, wo man aufhört, Gott Dinge hinzuhalten,
hört es auf, die Multiplikation. Und die Frage ist auch, beim Mannabrot war es auch gewesen, sie konnten so viel einsammeln, wie sie wollten, wie sie essen wollten. Also sie konnten definieren, wie groß ist das Maß. Auch interessant, beim Manna heißt nicht, Gott hat nicht gesagt, ihr könnt 10 Manna einsammeln, sondern Gott hat gesagt, sammelt so viel ein, wie ihr wollt. Und das ist ganz, ganz interessant. Es gibt in der Bibel auch die Frage wieder, wie viel Hunger, wie viel Verlangen hast du nach etwas? Das Erste, was wir heute beten wollen, ist, lerne großzügig zu sein. Und das ist das Prinzip von 10% zu spenden. Und wenn du das schon machst in deine Kirche, wo du gehst, dann ist ganz bewusst, wir geben es da, wo unsere geistliche Familie ist und nicht da, wo die Not ist. Das ist ein klassisches Beispiel, wenn du bei McDonald's essen gehst und denkst, ja, aber zum Beispiel der Burger King, der hat eine Not, ich bezahle da, dann würde McDonald's sagen, das funktioniert nicht. Das ist eigentlich ganz, ganz logisch, weil Gott ist ein Familiengott und Kirche ist eine Familie. Du machst deine Familie schön. Und ich lese diesen Bibeltext vor, vielleicht du kennst ihn schon, aber nichtsdestotrotz, weil ich möchte mir ganz kurz 2 Dinge erklären für uns, wenn es schon den 10. seit Jahren gibt, was das bedeutet. Malachi 3, Vers 10, der Klassiker, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den 10. Teil eurer Ernte im vollen Umfang. Also seid da nicht knauserig und nimmt schon ein paar Dinge weg für Spesen. In meinem vollen Umfang zum Tempel. Damit ich den Vorratsräume kein Mangel herrscht, stellt mich doch auf die Probe. Das einzige Mal in der Bibel, wo Gott sagt, stellt mich auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass sich dann die Schleusen des Himmels wieder öffnen. Das heißt, man kann die Schleusen zumachen und euch überreich beschenken möchte. Wenn Menschen sagen, das ist das Alte Testament, im Neuen Testament ist es nicht mehr so. Im Neuen Testament gibt es 2 Optionen. Die erste Kirche hat alles gebracht, ich spreche von alles. Und Jesus sagt in Matthäus 23, 23, ihr sollt Barmherzigkeit, sollt ihr üben, aber den 10. nicht aufhören zu geben, sagt Jesus wortwörtlich, das eine tun und das andere nicht aufhören. 2 Dinge, wenn es um den 10. geht. Vielleicht hast du den 10. zahlst schon seit Jahren, dann möchte ich dich bitten, dass du jeden Monat dir, wenn du einen Dauerauftrag machst, dann geht es so wie bei uns, dann geht es einfach weg. Man denkt da nicht darüber nach, dass du das jeden Monat feierst. Das ist ein Fest, wo du gibst und auch bewusst sagst, ja, ich vertraue und es geht mathematisch nicht auf. Also als wir ein Haus kaufen wollten, muss ich ja das Budget zeigen und da hat der Banker gesagt, 10% geht gar nicht. Das geht gar nicht auf. Ja, es geht nicht auf. Du löst etwas ein, du machst dich so schwach, dass du sagst, das geht gar nicht mehr auf. Und genau da kommt Gott, der Versorger, rein. Und ich möchte dir sagen, du kannst nicht, wenn du nichts gibst und dann vertraust, dass Gott finanziell sorgt, ja, das macht Gott schon einmal, um zu beweisen, ich bin ein liebender Vater. Aber auf die Dauer ist es nicht, wie Gott funktioniert. Es ist ein Teamwork, es ist eine Freundschaft. Es ist nicht einfach, du kannst in der Ehe nicht einfach eine Sache nehmen und der Rest nicht geben. Es braucht beide Seiten. Es ist nicht, und das Wort 10 heißt, es ist ein Test. Also Gott testet uns bei den Finanzen mega hart. Die zweite Frage ist, wo merkst du, dass ein Fresser da ist, dass du immer wieder Unglück hast, du hast ein Budget, aber es geschehen immer Unfälle. Dinge, die hat man nicht geplant, das Auto geht kaputt, die Heizung geht nicht mehr. Einfach Dinge, und ich sage, das ist der Fresser. Die Bibel sagt, ich werde den Fresser auch stoppen. Das ist eine Frage, die ich dir ganz bewusst stelle. Und es ist so, wenn ich 10% gebe, Gott testet mich, ob ich vertraue, dass Gott ist mein Geber. Ein Test tut auch weh bei der Weh am Anfang. Dann öffnet Gott die Schleusen des Himmels. Und ich bete jetzt mit dir zusammen, wenn du den 10. gibst und wenn du ihn nicht gibst, mache ich ein zweites Thema. Mann, du kannst heute starten, einen Dauerauftrag machen, auch wenn du merkst, ICF Zürich hat dich so gesegnet über all die Jahre. Wir fragen ja nie für Finanzen, wenn wir beten mit euch, aber es ist unsere Zeit investieren, wir investieren Technik. Dann ist es manchmal auch gut, einfach zu spenden und Danke zu sagen. Und das sagen wir nicht oft. Aber es gehört auch dazu, zu sagen, hey, ich spende, damit solche Dinge eben noch mehr ausgestrahlt werden können. Wir haben mehr Ideen als jetzt. Wir haben eine Idee, dass wir das jeden Tag machen können mit verschiedenen Settings. Aber jetzt bete ich. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du gesagt hast, du öffnest den Himmel, wenn ich den 10. zahle. Und ich bete jetzt für die Menschen, die den 10. zahlen. Ich bete jetzt ganz konkret, übernatürlich, dass du den Himmel über mir öffnest. Und das ist das, was ich erwarte. Die Bibel sagt, stellt mich auf die Probe. Erstens, ich verspreche. Wenn ein Versprechen da ist,
wird es eingelöst. Weil die Bibel sagt zum Beispiel im Psalm, wenn man was verspricht, muss man das einlösen, auch wenn man nicht mehr in der Lage ist, das zu machen, weil ein Wort ist ein Wort und du hast es versprochen. Und ich danke dir, dass du den Himmel öffnest und die Bibel sagt, wer nach dem Reich Gottes trachtet und nach seiner Gerechtigkeit, dem werden Dinge hinzufallen. Und jetzt lassen wir Dinge hinzufallen. Und ich bete für die Menschen, wo jetzt einfach sagen, was auch immer dein Grund ist, es geht mathematisch nicht auf, ich habe zu wenig. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt eine Offenbarung gibst, dass diese Fresser du in meinem Leben stoppst. Das ist eine Frage, die man stellt. Und während wir jetzt betend unterwegs sind, öffne ich eine ganz ehrliche Box. Wir hatten vor einigen Jahren ein Unglück nach dem anderen. Da gingen Dinge kaputt und irgendwann habe ich gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Und dann geht man ins Gebet, in den Dialog und hat zu Gott gesagt, gibt es irgendetwas, wo wir untreu gewesen sind? Gibt es irgendwie ein Einfallstor? Weil mein Leben gehört Gott, aber wir können Türen öffnen, wir können Bereiche öffnen, weil der Feind kommt da rein, wo wir eine Türe öffnen, nicht das Haus. Mein Leben gehört dem Heiligen Geist, hat Wohnung bezogen, aber die Wohnungen, die muss man auch reinhalten. Und dann kam ein Sinn, dass ich in einem Bereich der Finanzen, weil wir bekamen manchmal auch Finanzen links und rechts, wo Leute uns gesegnet hatten und ich habe irgendwie vergessen, auch von dem den Zehnten zu zahlen. Es ist nicht, dass Gott uns immer straft, aber ich habe gemerkt, da geht mehr Finanzen weg, als wir bekommen haben. Also merkst, wenn die Türe offen ist, dann kann es einfach mega krass einfach nicht mehr aufgehen. Und darum, der Zehnte geht mathematisch nicht auf, er geht rechnerisch nicht auf. Das ist ein göttliches Prinzip. Und lasst uns bitte, wenn wir Christen sind, nach den göttlichen Prinzipien leben. Und das ist nicht der Mammon, sondern Gott hat eben, wer gibt, der bekommt. Wer groß sein will, beginnt der Kleinste zu sein zu dienen. Das Reich Gottes ist gegensätzlich, genau das Gegenteil. Und das fällt auch nicht so einfach, wenn Menschen das hören und denken, ich habe gar keinen Platz. Dann erhöht Gott dich in dem Sinne. Ja, und mit dem Zehnten kommst du genau, das ist das, was wir erlebt haben, kommst du von ich habe nie genug zu, ich schaffe eine Möglichkeit für Fülle. Das ist genau das, was du erleben wirst. Du hältst Gott das Gefäß hin und du schaffst mit dem Zehnten eine Möglichkeit für Fülle. Also, und natürlich ist es auch schlau, ein Budget zu machen, wenn du an diesem Punkt stehst und sagst, ich habe nie genug. Dann nimm Budgetberatung in Anspruch, lass dir ein Budget erstellen. Wie gesagt, mathematisch geht es nicht auf mit dem Zehnten, aber lass dir ein Budget erstellen, weil erst dann wirst du auch fähig sein, um zu geben, weil du dann genau siehst, wo geht was raus und was kannst du bei dir persönlich streichen, damit du eben geben kannst. Also ich möchte dich einladen, wenn du wirklich den Zehnten noch nicht gibst, sei mutig, probiere es aus. Du hast so viele Dinge in deinem Leben schon ausprobiert, du hast auch schon viele Dinge ausprobiert, die sind wirklich total nicht gut rausgekommen. Blöde Dinge. Also ich sage immer, probiere es aus und ich kenne viele Leute, die sagen, ich kann es mir gar nicht mehr leisten, den Zehnten nicht zu geben. Wenn ich unser Leben anschaue, immer wenn wir viel gegeben haben, du kannst vielleicht zum nächsten gehen, Susanne, das Opfer, das ist ein guter Punkt, der Zehnte ist ja so, das gehört Gott sowieso, das ist eigentlich wie so die Grundlage. Wir machen das Haus Gottes, die Kirche schöner und du weißt, da wo man Finanzen investiert, wird etwas schöner. Das Prinzip vom Opfer. Das Prinzip vom Opfer bedeutet, das ist über den Zehnten hinaus und das bedeutet, du gibst etwas, was dir sehr kostbar ist. Und ich liebe diese Geschichte im 2. Samuel 23, Vers 15 und 16 steht sie geschrieben. Das ist die Geschichte von David. Er ist im Krieg, er hat sich verschanzt in einer Höhle und es heißt da, David hatte großen Durst und sagte zu seinen Soldaten, wer holt mir einen Schluck Wasser aus dem Brunnen am Tor von Bethlehem? Also das bedeutete, dass Bethlehem war offensichtlich belagert, sie mussten ins Gebiet der Feinde. Da drangen die 3 Offiziere ins Heerlager der Philister ein und schöpften Wasser aus dem Brunnen bei Bethlehem und brachten es David. Wow, die haben ihr Leben eingesetzt für den König, das ist das eine, aber was David nachher macht, das ist genau Opfer. Und er sagt, doch er wollte es nicht trinken, sondern schüttete es aus als Trankopfer für den Herrn. Und wenn man weiterliest, dann steht, David wollte doch so etwas Kostbares nicht für sich selber brauchen, sondern es Gott geben. Und glaubst du,
dass sowas das Herz von Gott berührt. Und die andere Geschichte ist die Geschichte mit Abraham und Isaac. Da sagt Gott für uns unverständlicherweise, hey, und es steht wortwörtlich, 1. Mose 22, Vers 2, also geh mit deinem einzigen Sohn Isaac, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria, dort zeige ich dir einen Berg, auf ihm sollst du deinen Sohn Isaac töten und als Opfer für mich verbrennen. Also ich meine, für unsere Kulturkreis total unverständlich, aber Isaac war das Liebste von Abraham und er war bereit. Wenn du die Geschichte liest, siehst du, dass Abraham bereit war, das Liebste zu opfern. Und spannenderweise ist ja dann genau dieser Berg und diese Tat, die Abraham gemacht hat, auch ein Hinweis, ein prophetischer Akt für das, was Gott mit seinem Sohn gemacht hat. Und das sieht man nicht nur einmal in der Bibel, dass die Opfer, wir kommen nachher noch zu einer anderen Geschichte, dass die Opfer eine prophetische Handlung sind, ein Hinweis auf das, was Gott für uns getan hat. Also ein Opfer ist ganz, ganz praktisch, wenn jetzt du den Zehnten gibst, wir geben ihm den Dauerauftrag, oder? Das ist klar, und dann kommt am Sonntag eine Ansage, wir brauchen Finanzen für das und das und das. Dann kann ich denken, ja, ich habe den Zehnten schon gegeben, das ist jetzt genug. Und dann merkst du plötzlich, wie der Heilige Geist sagt, gib noch etwas, was du zum Beispiel erspart hast. Und dann merkst du, es geht in das Eingemachte. Genau das habe ich heute Morgen erlebt. Wir sind aufgestanden, ich habe etwas gesehen von einem Freund, der wirklich krass ist, und Gott hat in einer Sekunde mir einen Betrag gezeigt, den wir spenden sollen für etwas ganz Spezielles. Und ich habe gedacht, okay, krass. Und da läuft der Schweiß runter. Ich möchte dir nicht Angst machen, aber ich möchte dir sagen, wenn Gott dir das auf das Herz legt, das ist was sehr Dynamisches, das hat mit dem Zehnten nichts zu tun. Der Zehnte ist einfach mal, dann geben wir die Church Family. Sei dynamisch unterwegs. Viele Leute sagen, ja, nach 15 Jahren wird der Glaube langweilig. Er wird dann langweilig, wenn es kein Dialog mehr ist. Wenn man nicht mehr bereit ist, ein Opfer zu bringen, weil Gott bringt immer wieder dieses Opfer. Und jetzt auch wieder, du kannst Gott gar nicht überbieten. Ich habe ein Buch geschrieben im November über Finanzen, es kommt im Jahre 2026 raus, wir sind immer sehr, sehr früh über Finanzen, und ich habe mich Monate mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt, aus der Bibel, von meinem Leben, von Freunden, und einen Satz, den habe ich mir geschrieben, du kannst Gott nicht übergeben, überbieten, sorry. Ist gar nicht möglich. Ich kenne keine Geschichte, ist nicht möglich. Aber im ersten Moment, wenn du gibst, das sind ein Bauer, der alles Saatkorn in die Erde gibt und der geht nach Hause, ist leer, der hat nichts mehr. Das Gefühl, ich habe alles rein. Und dann kommt Glauben, Hoffnung, und du denkst, aber was ist, wenn der Sturm kommt? Was ist, wenn es regnet und es alles wegschwemmt? Was ist, wenn kurz vor der Ernte? Es gibt 1000 Dinge, die durch den Kopf gehen, was könnte sein, aber er sät mit Glauben, weil er weiß, es hat jedes Jahr funktioniert und es funktioniert wieder. Und wenn es in einem Jahr lang die Ernte ausfällt, weiß er, dann will ich nächstes Jahr noch den Rest geben und es wird funktionieren. Die Bauern sind ein gutes Beispiel. Ich möchte jetzt mit dir einfach beten für ein offenes Herz. Ich bete jetzt nicht, dass Gott dir zeigt, was für ein Opfer du geben willst. Ich möchte einfach beten, dass wir ein dynamisches, offenes Herz haben, wenn es zur Beziehung mit Gott geht. Und wenn Gott dir einen Betrag für irgendetwas auf das Herz gelegt hat, sei es vor Monaten, du hast es immer auf die lange Bank geschoben, dann möchte ich heute dir sagen, heute ist der Tag, wo du das einlöst. Und es braucht, sorry mit dem Fingerzeig, es braucht oft den Moment, du sagst, so jetzt. Weil es wird nicht besser. Und es ist auch nicht so, wenn du sagst, ich möchte Gottes Stimme wieder hören, sagt Gott, ich habe nichts zu sagen, du hast ja nicht mal das umgesetzt. Es ist oft so, wenn wir Gott nicht mehr hören, weil Gott in einem Punkt so oft was gesagt hat, und wir in der Ehe sagst, ja, was soll ich denn noch sagen? Also soll ich noch was zum 10. Mal sagen? Kennst du das in der Ehe gleich? Dann sagt man nichts mehr. Vater im Himmel, ich halte dir mein Herz hin und auch das Herz über die ganzen Finanzen, weil ich weiß, das löst in mir mehr aus, als ich denke, weil die einen denken, ich komme zu kurz, und die anderen denken, ich verliere etwas, und die anderen denken, funktioniert das, und alle diese Dinge. Ich möchte dich bitten, dass mein Herz offen, empfänglich, lernbereit und auch ready ist, einfach Dinge loszulassen. Weil ich habe mich entschieden, ich diene dir, ich folge dir nach. Dein
Reich komme, dein Wille geschehe. Und ich habe mich entschieden, andere Prinzipien zu leben, als nur das, was ich sehe auf dieser Welt. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du einfach mir nochmals hilfst, diese Dinge, die ich gehört habe, auch umzusetzen. In diesem wunderbaren Namen von Jesus Christus. Also hab ein offenes Herzen und ich muss ein bisschen schmunzeln, manchmal kommen Leute und sagen, ja, die Predigt am Sonntag war zu wenig tief, ich habe zu wenig gelernt. Das sagen nur Menschen, die, sorry, wenn ich das sage, aber ich sage es ganz direkt, die Dinge nicht umsetzen. Weil wenn du Dinge umsetzt, und ich höre jeden Sonntag eine Sache, ich bin ja nicht mehr in der Lage, das umzusetzen in der ganzen Woche. Und der Punkt ist das nicht, dass alles dann intellektuell sprengen muss, sondern es geht darum, dass etwas in dir gelöst wird und du daran arbeitest. Das ist der Punkt. Es ist nicht ein Wissen, sondern man nimmt es und man lebt es. Und das ist mega, mega wichtig, dass du immer ein offenes Herz hast. Es ist egal, in was für eine Kirche ich gehe, klein oder groß oder was auch immer. Ich habe immer ein offenes Herz und ich bin noch nie rausgegangen und gesagt, Gott gesagt, heute habe ich nichts gelernt. Es kann ein Gedanke sein, ein Gespräch sein. Du nimmst eine Sache mit und es genügt bereits schon. Das dritte, wo wir beten möchten, ist die Erstlingsfrucht. Wenn du jetzt in ICF Zürich bist oder gewesen bist, immer im Januar machen wir eine Erstlingsfrucht und Susanne hat ein wunderbares Bild, ich halte es für dich hin, du kannst dann das erzählen, ein wunderbares Bild gebracht, das hier. Ja, das ist das Erste. Also wenn du das erste Kuchenstück bekommst, ist das etwas anderes, als wenn du das letzte Kuchenstück bekommst. Und genauso ist es mit der Erstlingsfrucht. Die Erstlingsfrucht, das ist ein biblisches Prinzip, das haben sie früher gemacht. Das erste ihrer Ernte haben sie Gott abgegeben. Und in Sprüche 3, Vers 9 bis 10 steht, Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Kelten von Most überlaufen. Also das ist eine Aufforderung in Sprüche 3 mit einer Verheißung. Das ist eine von mehreren in Sprüche 3. Aber die Aufforderung ist, Gott zu ehren mit all unserem Besitz. Und das kann heißen, wenn du eine neue Arbeitsstelle anfängst, dass du den ersten Lohn weggibst, weil damit sagst du, Gott, ich vertraue dir, dass du auch für den Rest sorgst. Die erste Dividende, die du jemals verdient hast, weggibst. Also gestern hat ein Mann gesagt, ich habe einen neuen Job bekommen, ich gebe den ganzes Gehalt und das ist viel, werde ich spenden in unsere ICF-Familie. Und wenn das Leute sagen, das läuft immer der Schweiß runter, weil es geht ja mathematisch nicht auf. Und jetzt komme ich wieder, es geht mathematisch nicht auf. Ich möchte da nicht lügen, aber es geht göttlich auf, weil du vertraust auch da wieder, dass der Fresser, das Unglück, alle diese Dinge Gott von dir fernhält. Und ich sage jetzt nicht, dass jedes Unglück, das passiert, weil du finanziell was Falsches gemacht hast, aber ich möchte auch nicht sagen, ja, wenn Dinge geschehen, es ist nichts falsch. Man muss immer im Dialog mit Gott bleiben und fragen, kann es sein, dass ich eine Türe aufgemacht habe? Also ich möchte dich bitten, sei immer in einem Dialog, mach nicht Box auf, schwarz-weiß. Wenn das geschieht, habe ich das gemacht, sonst ist immer ein Dialog. Manchmal warst du nicht gehorsam, dann bring es in Ordnung. Und manchmal hast du alles richtig gemacht, wenn ich das mal sage, und doch passiert etwas. Es ist nicht so, wenn ich alles richtig mache, gleich, wenn es geschieht, habe ich alles falsch gemacht. So, die Erstlingsfrucht ist etwas, was wir haben uns diesen Sonntag gesammelt und wir haben das gesagt, es ist jedes Jahr die höchste Kollekte, die reinkommt. Dieses Jahr noch höher und ich sehe die Zahlen an und ich möchte jetzt eben sagen, das löst was aus, wirklich. Es löst was aus und du denkst, boah krass, also alles? Ja, es ist alles. Und ich möchte für dich jetzt einfach beten, dass der Heilige Geist dir aufzeigt und dass auch für dich eine Routine wird, einfach da, wenn du zum ersten Mal ein Gehalt bekommst, zum ersten Mal eine Dividende bekommst, aber auch von den Dividenden oder von den Renten, die wir was geben, wenn Leute uns Cashgeld geben, dann geben wir von denen auch den Zehnten weg. Aber ich möchte jetzt einfach das auch nochmals beten. Ja. Und während Leo betet, halte dieses Bild vor Augen. Das ist Gott ehren mit dem unteren Stück. Und das ist, wenn wir einfach den Rest geben. Ja. Halte das vor Augen, dass du Gott ehrst mit dem, was du gibst. Also, Vater im Himmel, es ist so ein challenging Thema, weil eben es gibt die Inflation, die Strompreise gehen, die Energiepreise gehen hoch und alles wird teurer und dann wird die Finanzen wird kleiner, aber dennoch und trotzdem
In allen Phasen hast du immer gesorgt und versorgt. Immer, immer, immer. Und vielleicht wird es ein bisschen enger und man muss ein bisschen enger schrauben, aber nichtsdestotrotz, dann merkt man plötzlich am Ende vom Leben, Freundschaften, Familie, Kirche ist doch das Wichtigste, das es überhaupt gibt. Und ich danke dir, dass du gesagt hast, wir sollen die Erstlingsfrucht auch wieder bringen, auch im vollen Umfang. Und du wirst für den Rest von meinem Job, von meiner Familie, von den Finanzen, all das wirst du versorgen. Und du kannst auch, wenn du willst, dein Budget nehmen und auch sagen, Vater, ich lege meine Hand auf dieses Budget, segne du dieses Budget. Und wenn es irgendwas gibt, wo ich optimieren kann, wo ich streichen kann, wo ich vielleicht unterlassen kann, oder aber auch Dinge, die du hinzufügen willst, will ich dich bitten, dass du mein Budget so segnest, durchfließen lässt, wie alles andere. Ja. Und wir sagen Amen. Und ich sehe einfach in meinem inneren Auge, dass diese Fragen sind so wie ein Brettspiel. Und du hast deine Figur hast du irgendwo hingesetzt am Anfang. Und wir zeigen dir heute Morgen Möglichkeiten, wie du deine Figur einen Schritt nach vorne schieben kannst. Das ist wie ein Brettspiel und es ist nicht nach hinten, du gehst nicht 3 Schritte zurück, sondern du setzt die Position einen Schritt nach vorne mit diesen göttlichen Prinzipien. Ja, wir möchten enden mit dem letzten, das Prinzip der Extragroßzügigkeit. Das ist wichtig. Es gibt in der Bibel die Begabung von Geben. Es gibt die Begabung von Geben, dass Gott Menschen die Begabung gegeben hat, eine Firma aufzubauen, Finanzen zu sammeln, zu sparen. Ich kenne einige, um mir zu spenden. Und das ist eine Begabung. Man sagt, wenn es jetzt 9 Geistesgaben gibt, jede 9. Person hat diese Begabung. Und darüber spricht man oft auch nicht. Über Heilung ist klar, Zungenrede ist klar, aber die Begabung vom Geben ist auch etwas so. Und ich möchte auch da wieder sagen, wenn du spürst, es fällt dir so einfach, Finanzen zu generieren, ist ja nicht einfach nur ein größeres Haus und ein besseres Auto. Alle diese Dinge ist nicht ein Problem. Aber man sagt, man muss den Kreislauf schließen, man muss definieren, wie viel ist genug in dem Sinne. Weil wenn du viel verdienst, ist es nicht einfach in dem Sinne, dass Gott sagt, ja, jetzt kannst du Milliarden auf die Seite legen für dich, sondern die Finanzen sind da, um das Reich Gottes größer zu machen. Und als man im Alten Testament aufgehört hat, den Zehnten in den Tempel zu bringen, konnten die Leviten den Dienst nicht mehr tun, sie haben nicht mehr predigen können und das Volk, was ist geschehen, sind vom Glauben abgedriftet. Und dann kommt Nehemia und Esra. Nehemia baute die Stadtmauer auf und Esra hat das Wort Gottes wieder gepredigt und Leuten ist den Schweiß runtergelaufen, weil sie gemerkt haben, sie haben geweint, weil sie gemerkt haben, wie weit sie weggekommen sind von der Wahrheit Gottes. Du merkst, es ist ein absolutes Teamwork. Du hast jetzt ein Glas in den Händen. Ich hab ein Glas, weil es heißt im Psalm 23, mein Becher fließt über. Und das kann so ein Symbol sein, dass das mit dem geschlossenen Kreis, was wir für uns brauchen, ist ein Glas, ist ein Becher. Die einen haben ein großes Glas, die anderen haben ein kleines Glas, für sich selber definiert, aber es ist kein Krug und es ist kein Schwimmbad, was wir für uns brauchen sollen. Ich habe das Prinzip mal von Dave Ramsey gehört und fand das sehr, sehr hilfreich. Also wir kennen wirklich einen Geschäftsmann, der hat 30 Missionare, also gibt einen Zehnten in seine Kirche, ist auch da noch großzügig und hat dann 10 Missionare unterstützt oder mehr, zum sagen, das ist mein Job. Ich verdiene Finanzen, ich habe eine Firma, ich habe diese Position und das ist meine Begabung, die ich reinbringe. Darüber sprechen wir nicht so oft. Ich möchte enden mit dem Challenge. Nochmals, wenn du den Zehnten zahlst, dann mach ein Fest. Wenn du ihn nicht zahlst, ich möchte dich bitten, heute in deine Kirchenfamilie einzuzahlen. Opfer bedeutet, ich habe ein offenes Herz und bin immer im Dialog. Die Erstlingsfrucht bedeutet, wenn du etwas zum allerersten Mal verdienst, dass man das weggibt und auch da Challenge. Und wenn du merkst, du hast die Begabung von Großzügigkeit, dann lerne mit Gott einfach da noch mehr zu geben und du wirst merken, wie du ein Segen bist. Und ich segne dich heute im Namen des Vaters, im Namen von diesem Sohn von Jesus Christus und auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich beten, dass unsere Finanzen göttlich gesalbt und auch in deinem Namen auch wie erlöst sind. Ich möchte dich bitten, erlöse diese Dinge, die falsch sind und binde mich an dein wunderbares Herz. Also, Gottes Segen. Und nächste Woche gibt es Worship.
starten wir mit Worship. Ich habe ihn noch nie gemacht und ich freue mich mega. God bless you. Tschüss. Ciao, ciao.